Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal 25. Bundesligaspieltag. Ja, 2:3 verloren gegen den VfL Bochum. Und bevor wir da mal ein bisschen reingehen, ja, wie immer der Hinweis. Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und ihr verpasst natürlich auch kein Video. Wa? Am Ende des Tages, ja, schon irgendwo verdient, die Niederlage. Wenn ich es einer Mannschaft gönne, gegen uns 3 Punkte zu holen, wo auch nichts passiert ist, dann dem VfL. Von daher Glückwunsch an VfL Bochum. Alles Gute natürlich für den Fan vom VfL. Ich hoffe, da wird alles gut oder ist alles gut. Ja, wildes Spiel. Wildes Spiel mit allen Facetten, die so ein Spiel bietet irgendwie. Starke Anfangsphase unsererseits, unglückliches Gegentor. Dadurch natürlich dem Bochumer nochmal den Glauben gegeben. Verschossener Elfmeter, ja, wo vorher klar war, dass der verschossen wird, wenn man da so ein ja, keine Ahnung. Es war klar, wenn der Sergin schießt, ey, der hat keine Form, der Mann. Sorry, ich habe keine Ahnung, warum der den Elfmeter geschossen hat. Anderes Thema. Wir haben in diesem Spiel alles gesehen. Ja, dann keine Stimmung im Stadion, was natürlich auch eher dem VfL in die Karten gespielt hat, was jetzt keine Kritik oder sonst irgendwas sein soll, ja. Ist völlig fein, dass man da so sensibel ist und ja, da dann nicht irgendwie die Party feiert, wenn da irgendwie so ein Zwischenfall ist. Da gehe ich völlig mit. Ein Schiedsrichter, der super schlecht war, meiner Meinung nach. Verschossener Elfmeter, 10 Mann. Dann natürlich auch die Fehler, die wir gemacht haben in der Abwehr, ja. Und dann muss man sagen, hat Bochum es auch sehr gut gemacht. Ja, die haben es sehr gut gemacht, haben es sehr gut ausgespielt, dass wir einer weniger sind. Wir haben teilweise, phasenweise, ja, haben wir ja gar nicht den Ball gehabt. Ja. Das muss man auch mal sagen, dass Bochum das sehr gut gemacht hat. Zum Ende hin, nach den Wechseln dann, ja, haben wir nochmal alles versucht. Ja, war nochmal alles drin in dem Spiel. Hatten aber heute nicht die Qualität. Ja, Michael war heute schwach, hat viele Bälle verloren. Musiala konnte auch nichts, keine Akzente setzen. Da war Harry Kane noch der auffälligste. Josua war völlig von der Rolle. Das war gar nichts, egal was er gespielt hat. Joa. Und dann verlierst du so ein Spiel. Ja, am Ende des Tages nicht wild, weil Leverkusen auch 2:0 verloren hat gegen Bremen zu Hause. Von daher aus unserer Sicht drauf geschissen. Wir haben weiterhin die 8 Punkte Vorsprung. Natürlich ärgerlich, dass die Serie reißt, aber nochmal von meiner Seite, ja, der VfL kann die Punkte da unten gebrauchen. Ja. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, natürlich ein Ding, was nicht sein musste. Ja, bevor wir in die Benotung reingehen, schauen wir uns einmal die Statistiken an. Gut. Statistik. War ja eh ein wilder Spieltag diesmal, ne? Ballbesitz, trotzdem 73-27, Abseits 3-1, Fouls 7-14, Zweikampfquote 55-45, Schüsse aufs Tor 5-5, Schüsse insgesamt 14-8, Ecken 9-3, angekommene Pässe 657 zu 181. 181 Pässe haben die nur gehabt. Wild. Flanken 13-6. Schüsse insgesamt, Guerrero 3, Gnabry 3, Kane 2, Torschussvorlagen, Gnabry 1, Müller 1, gewonnene Zweikämpfe, Stanisic 8, Goretzka 7, Musiala 7. Wild. Ja, wenn Musiala genauso viele Zweikämpfe gewonnen hat, wie Goretzka und Stanisic die 90 Minuten gespielt haben, ist auch irgendwas wild. Ballkontakte 142 Stanisic, 124 Eric und 98 der Leon. Ja, wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Ich meine, wir gehen ja Richtung Ende, da können wir das gerne mal mitnehmen. Ja, wie gesagt, super krasser Spieltag. Keine Heimmannschaft hat bisher ein Spiel gewonnen. Wilde Nummer. Ja. Für Bochum, wollte ich sagen, für Dortmund gehen die Lichter aus. Ja. Das sehen wir, wenn wir mal eine Tabelle sehen. Alles gut, nichts passiert für uns, alles ist fein. Kannst sogar noch positiv sehen und hast noch Torverhältnis ein gut gemacht, ja, weil wir mit einem Torabstand verloren haben, Leverkusen mit 2. Mainz auf Champions League Kurs, das ist schon wild. Ja,
Und für Dortmund gehen die Lichter aus, was die Champions League anbelangt. Ich denke, der Zug ist abgefahren. Ja, Frankfurt spielt ja sogar noch. Ja, da geht es eher darum, nach Europa zu kommen für Dortmund. Für den VfL, ja, auf jeden Fall ein Lebenszeichen. Na, damit ist man natürlich, je nachdem, was Union noch macht, aber man ist auf jeden Fall an Pauli dran auf 2 Punkte. Und ansonsten, ja, es war natürlich super dumm, dass die Bochumer gegen Hoffenheim verloren hatten. Letzten Spieltag, das war natürlich, da sind die Lichter eigentlich schon ausgegangen, ne? Von daher, ja, aber gut, so ist es, ja, so ist es. Wir müssen es hinnehmen. Unnötige Niederlage meiner Meinung nach, aber auch verständlich auf einer Seite. Gut, kommen wir zur Benotung. Ja, Winnie sehe ich bei einer 3. Ja, jeder, der mein Taktikfuchs gesehen hat, ich hätte ähnlich rotiert. Ja, ich war völlig fein mit der Aufstellung. Ich hätte halt einen Harry Kane gebracht. Ja, ich denke, das hat man auch gesehen, dass uns das abgegangen ist. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt bis dahin. Haben uns natürlich schwer getan am Anfang. Die Bochumer standen sehr, sehr, sehr defensiv stark. Können uns bei Guerrero bedanken, der einen guten Tag hatte. Ansonsten hat man gesehen, dass unser Stürmer halt komplett abgegangen ist. Ja, und das kannst du dann im Nachhinein kritisieren. Ich hatte den Heavy bei mir aufgestellt im Taktikfuchs, aber ansonsten gehe ich mit der, dass du diese Mannschaft aufstellst gegen den VfL. Ja, und das muss halt auch reichen. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Wie gesagt, Harry Kane hätte ich gebracht, die ersten 45 Minuten. Ich hätte ihn dann erst rausgenommen, aber am Ende haben wir trotz alledem 2:0 geführt und dann musst du das Ding natürlich cleverer nach Hause spielen. Ja, von daher alles gut, hat damit den Wechsel nochmal alles versucht, nochmal versucht, das Spiel zu kippen. Von daher gibt es da relativ wenig Vorwürfe von meiner Seite. Vielleicht hätte man einfach mal einen Conny Leimer in der Mitte bringen sollen und hätte mal auf den Josh da ganz verzichten sollen. Naja, aber gut. Für mich Note 3 von Winnie. Joa, und damit gehen wir mal rein. Ich habe den Urbich natürlich immer noch nicht drin hier. Ist ein Trauerspiel. Ja, von daher mache ich hier schon mal Ito rein. Und muss mal gucken. Dienstag ist er ja auf jeden Fall auch wieder im Tor. Zu Urbich. Boah, ja. Die Dinger, die er kassiert hat, sah er beim zweiten sah es ein bisschen komisch aus. Ansonsten konnte er relativ wenig machen. Das erste Ding kann er gar nichts machen. Den hätte auch Neuer nicht gehalten. Beim zweiten Ding sah er irgendwie 10 cm zu kurz aus oder zu früh abgesprungen oder so. Das sah aus der Kameraeinstellung ein bisschen wild aus. Aber ja, und das dritte, ja, gut, einfach verladen, war. Ich denke aber, an ihm hat es nicht gelegen, hat ja noch 3 Dinger ganz gut gehalten, war. Hat ansonsten das Spiel schnell gemacht, hat die Bälle ruhig rausgespielt. Ich habe nicht einen Ball gesehen, der irgendwie schlecht gespielt war. Von daher, ja, an ihm hat es heute mit Sicherheit nicht gelegen, ist ein bisschen schade für ihn. Ich sehe ihn heute auf jeden Fall bei einer 3. Und muss ihn nochmal eben hier eintragen. Zack. Gut, damit haben wir schon den nächsten. Ito hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gerade erste Halbzeit war es echt ordentlich, fand ich. Ich habe die Gegentore jetzt nicht mehr so im Kopf. Das zweite, oder das dritte war eher Erbig sein Ding. Da kam Ito dann noch im Nachhinein angesmashed, war aber zu spät. Ja, ich tue mich heute schwer mit der Benotung. Ich war schon überlegen, erst gar nichts zu benoten. Ich sehe ihn bei einer 3,5. Gut, dann sind wir bei Eric Dyer angekommen. Eric Dyer hätte ich gesagt, Note 2, Bombenspiel, hat die Ruhe weggehabt, hat aber einen katastrophalen Fehler drin gehabt und nochmal einen, der auch so eine Art Konter, was so ein schneller Gegenangriff eingeleitet hat. Von daher sehe ich einen Eric heute bei einer 3. Ja, Stanisic, schwierig. Also Stani hat wirklich auch dann gerade auch, also erste Halbzeit war noch ordentlich von Stani. Ja, das war noch echt okay. Umso länger das Spiel ging, umso mehr er im Fokus rückte, hat er schon wichtige Zweikämpfe ganz wild verloren. Ich sehe ihn bei einer 4.
Ja, dann haben wir Boe. Weiß gar nicht, wann wurde er ausgewechselt, so wie die anderen 63. Naja, Boe hast du eigentlich, ich habe ihn eigentlich fast gar nicht wahrgenommen im Spiel. Ist jetzt die Frage, ist das gut, ist das schlecht? Ganz, ganz selten, dass du ihn mal irgendwie vorne mal als Faktor gesehen hast. Keine Ahnung, war für mich, war ein schwaches Spiel, Alter. Ich gehe da auch mit einer 4 rein. Gut, dann gehen wir mal einen nach vorne. Leon. Ja, Leon war auch schwach heute. Da wird es auch, muss man eben hier die, wartet. Zack, zack, zack. Ja, Leon, weiß ich nicht, tue ich mich auch super schwer mit ihm heute zu benoten. Das war halt heute so ein Spiel, wo Leon einfach kein Faktor ist. Ja. So, das ist so ein Spiel, wo Leon kein Faktor ist. Der ist ja der einzigste Faktor in so einem Spiel. Das ist ja, warum ich immer sage, der passt gar nicht zu unserer Spielweise. Er ist nur ein Faktor, wenn er dann heute mal in den 16er mit aufgerückt wäre und bei irgendeiner Flanke da gewesen wäre. Ansonsten ist ein Leon in diesen Spielen einfach kein Faktor, weil er kein Spieler ist, der ein super technisch versierter Spieler ist, der irgendwie den super krassen Spielaufbau hat oder sowas und wenn ein Gegner dann so tief hinten drin steht. Ja, wenn Leon keinen Raum hat, hat Leon keinen Raum, dann hat er einfach keinen Mehrwert. Ja. Erste Halbzeit, ja, hat er es noch versucht, aus der tiefen Position ein bisschen aufzubauen, das Ganze. Aber natürlich auch ohne irgendwelche kreativen Ideen. Das werfe ich ihm aber auch gar nicht vor, das ist er einfach nicht. Umso länger das Spiel ging, war es ein bisschen besser. Palinja war dann mehr der tiefere Part, Leon war dann ein bisschen weiter vor. Ja, weiß ich nicht. Tue ich mich auch schwer. Ich habe jetzt nichts super krass Schlechtes gesehen, von daher kriegt Leon heute eine 3,5. Gut, dann kommen wir zum Palinja mit der roten Karte. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, für mich war das keine rote Karte. Ja. Hätte er den Ball nicht gespielt und hätte ihn dann so getroffen, alles gut, wäre ich mitgegangen, rot. Ja. Aber er hat den Ball gespielt und der Bochumer kam gefühlt 2 Sekunden später an. Was soll er? Man soll den Ball spielen und dann soll er den Fuß wegnehmen und sich auf den Boden werfen? Oh, was soll er machen? Ja, er spielt den Ball, der Fuß geht weiter, dann kommt der Bochumer zu spät zum Zweikampf und hält den Fuß rein und er tritt ihn genau drauf. Also das war ohne jegliche Absicht, das war ohne alles. Ja, das war einfach unglücklich. Und nochmal, er spielt vorher klar den Ball und der Bochumer war gar nicht zugegen. Ja. Ihm dann dafür die rote Karte zu zeigen, Alter, ist für mich maßlos übertrieben. Sorry. Ja, da gehe ich auch nicht mit, ja, kann man machen? Nee, kann man nicht machen. Nochmal. Ja, er spielt den Ball, dann kommt der Bochumer eine Sekunde später, wo der Ball schon lange gespielt ist und hält den Fuß rein. Ja, sorry, Alter. Ja. Nee, gehe ich nicht mit der roten Karte. Kann ich vielleicht exklusiv haben, die Meinung. Ja, ist so. Bis dahin hat mir Palinja eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Am Anfang hat das schwierig gehabt, habe ich schon gesagt, dass Goretzka mehr die tiefe Position hatte, wo er sie dann hatte. Hat er auch defensiv 2, 3, 4 richtig gute Bälle wichtig weggearbeitet. Hat mir gut gefallen. Ja, dann die rote Karte. Aus meiner Sicht war es keine rote Karte, aber ja, dann war mir zu 10. Weiß ich nicht, ob man ihm das jetzt vorwerfen kann. Ich denke nicht, da war keine Absicht dahinter oder sowas. Von daher sehe ich ein paar Linien heute auch bei einer 3,5. Irgendwo müssen wir es mit einfließen lassen. Weiß ich nicht, was er da hätte anders machen können, jetzt in der Phase, wo die rote Karte gekriegt hat, den Ball spielen und dann, weiß ich nicht, den Fuß wegziehen oder was. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, der Bochumer kam zu spät zum Zweikampf, Alter. Ja. I don't know. Also ich denke, dass man kann ihm da absolut keinerlei Absicht unterstellen oder so. Das sieht man auch ganz klar. Ja, schwierig. Aber Schiri für mich heute unterirdische Leistung. Gut, damit kommen wir dann zu denen, wo es richtig schwierig wird. Einmal Serge Gnabry. Ja, ich denke, da ist er mit einer 5 gut bedient. Ja. Gnabry war wieder Totalausfall. Komplett. Es war auch sowas von klar, dass er den Elfmeter verschießt. Ja. Der war vorher nicht zugegen. Wenn er da mal irgendeine Schusschance hatte, geht die Richtung Eckfahne. Kein Zweikampfverhalten, kein gar nichts, kein Durchsetzungsvermögen. Wurde da einfach abgekocht auf der Seite. Viel zu behäbig, viel zu langsam. Katastrophe.
Ja, Katastrophe, dass dieser Spieler bei uns in der Mannschaft ist und so viel Geld verdient, Alter. Katastrophe. Damit kommen wir gleich zum nächsten. Das ist dieselbe Vollkatastrophe. Note 5, Alter. Wenn man da ernsthaft darüber nachdenkt und selbst wenn das die Zahlen sind, die irgendwo in der Presse sind von 13 Millionen, ey, das ist eine Frechheit. Dass man darüber nachdenkt, diesen Spieler einen neuen Vertrag zu geben. Sorry, das war heute der VfL Bochum. Ja, beide haben die Chance gekriegt zu zeigen, yo, ihr könntet mehr oder ihr könnt euch hier in Szene setzen, um mehr zu verlangen, als der Ergänzungsspieler für Koman und Michael zu sein. Und beide haben gnadenlos versagt. Gnadenlos. Da war nichts, was gut war. Katastrophe. Katastrophe. Ich wiederhole es nochmal. Katastrophe. Ja. Thomas Müller geht in dieselbe Schiene für mich. Einen Tacken besser, von daher Note 4. Irgendeinen Einfluss, einen super positiven Einfluss auf Offensivspiel hatte auch er nicht. Hing völlig in der Luft. Thomas Müller als Neuner zu bringen, ist für mich aber auch eine Farce. Aber gut, wir haben keinen Neuner. Deswegen hatte ich auch einen Harry Kane in der Spitze noch stehen. Hätten Thomas Müller dahinter gebracht. Da hätte er wahrscheinlich ein bisschen Einfluss heute gehabt. Gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Ja, Note 4 meinerseits. Ja, dann haben wir noch den einzigen Lichtblick. Den haben wir natürlich in der Abwehr stehen. Obwohl er heute weiter vorne gespielt hat. Das war Rafa Guerreiro. Ja, hat sich auch schwer getan, ins Spiel zu kommen. Ja, aber ja, aufgrund seiner beiden Tore kriegt er heute die Bestnote, Note 2. Ja. Hätte noch das dritte machen müssen. Das war eigentlich eins der einfacheren Dinge, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten war er halt vorne der Faktor. Ja. Nach den Toren ist er auch ein bisschen besser reingekommen, war dann auch mal im Spielaufbau. Wir hatten eine gute Kombination, wo Serge dann auch mal einen guten Ball gespielt hat. Die konnte er dann leider nicht vollenden, Guerreiro, aber ansonsten war er auf jeden Fall in der Zentrale vorne. Ja, ich denke, da hat man gesehen, dass er diese Posi auf jeden Fall mal spielen kann, erst recht gegen so einen Gegner. Ja, aber trotzdem hat man es nicht hinbekommen, Müller mal mit einzubinden, ne? Oder sehr wenig einzubinden, das ist ein bisschen schade. Ja, aber er war dann der Faktor und hat 2 Tore gemacht. Gut. Kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Muss ich eben gucken. Fangen wir mit Conny an. Ja, Conny war auf jeden Fall heiß. Conny war bemüht, hat sich reingeschmissen. Ach komm, halbe Stunde Spielzeit können wir auch eine Benotung machen, denke ich, oder? Ist doch okay. Ja, wie gesagt, defensiv war er kaum noch gefordert, hat sich reingeschmissen, hat gefightet, hat gemacht, hat getan. War super engagiert, hat alles versucht. Ihm ist nicht alles gelungen. War aber auf jeden Fall nicht schlecht, von daher Note 3. Gut. Dann haben wir Heavy. Auch Heavy sehe ich bei Note 3. Auch Heavy war auf jeden Fall gleich drin im Spiel, war ein Faktor. Hat leider den Einschuss nicht genommen. Hatte sich nochmal entschieden gehabt, rauszulegen. Ansonsten, ja, er hat auch für Unruhe gesorgt. Man hat gesehen, auch er wollte noch unbedingt, aber ja, Bochum hat es dann in der Phase auch nicht so schlecht gemacht. Ne? Von daher für mich Note 3. Ja, und damit können wir gleich die nächste Story vollmachen. Das ist Jamal Musiala. Auch da gehe ich in die Dreierriege rein. Ja, man erwartet immer irgendwelche Wunderdinge. Die konnte er heute auf jeden Fall auch nicht liefern. Ja. Auch da wieder 1-2 Mal die falsche Entscheidung getroffen. Aber nochmal, es ist auch nicht so einfach, wenn du Mann weniger bist und Bochum defensiv gut steht, was sie getan haben. Ja, die haben sich reingeschmissen, haben alles gegeben. Von daher, ja, dann ist das halt so. Zu guter Letzt haben wir noch Michael. Michael sehe ich einen Tacken schlechter wie diese 3 heute auf jeden Fall. Auch wenn er eine sehr, sehr gute Flanke natürlich hatte, ja, die dann leider nicht zum Tor geführt hat, die Horn sehr gut gehalten hat sogar. Horn hat heute 2, 3 auch gute Paraden gehabt. Ja, aber ansonsten sehe ich ihn bei einer 3,5. Ich sehe ihn einen Tacken schwächer, einfach weil er 1, 2 Ballverluste hatte, die einfach völlig unnötig waren, meiner Meinung nach. Ja.
So ehrlich muss man halt auch mal sein. Ihm ist heute wenig gelungen. Außer diese eine Flanke. Ja, dann kommen wir noch zu Kimmich. Den können wir natürlich nicht benoten mit seiner Viertelstunde Spielzeit. Kimmich war Katastrophe heute auch. Ja, ich meine, ich habe mich schon totgelacht, wo der Reporter gesagt hat, jo, es wird Zeit, dass Kimmich kommt, damit wir endlich einen kämpfenden Mittelfeldspieler auf dem Feld haben. Da habe ich zu Mara gesagt, was hat er denn jetzt? Kimmich ist ja alles, aber mit Sicherheit kein Mittelfeldkämpfer, Alter. Ja, hat versucht, das Spiel zu ordnen. Hat es aber auch nicht hingekriegt. Ja, auch da ganz, ganz viele Fehlpässe. Ja, 1, 2 seine langen Bälle waren ganz gut. Aber auch viel Leerlauf im Getriebe. Aber gut, Kimmich ist es auch nicht gewohnt, eingewechselt zu werden für eine Viertelstunde. Von daher, ja, es ist, wie es ist, Leute. Und am Ende des Tages hat es jetzt keine Auswirkungen gehabt für uns in der Meisterschaft. Ja, es ist natürlich irgendwo schade, dass man sich ich glaube, wir haben noch keine Heimniederlage gehabt dieses Jahr, oder? Aber am Ende, wenn du am Ende der Saison Meister bist, wen interessiert es? Schlimmer wäre es gewesen, wenn Leverkusen irgendwie die Punkte geholt hätte, dann wäre es natürlich eine Niederlage mit Tragweite gewesen, weil dann wären es 5 Punkte und dann wissen wir alle, dann kannst du hier nochmal ein Unentschieden spielen und da und dann ist gleich wieder. Wir kennen die Medienlandschaft. Ja? Dann wird gleich wieder Unruhe reingetragen und so. So ist alles gut, denke ich. Man kann es verkraften und ja, am Ende des Tages hat Bochum die wenigen Chancen, die sie genutzt haben, eiskalt reingemacht. Hatten sogar dann noch 2, 3 Kontersituationen, die Obig gut pariert hat. Aber unsere Abwehr war dann teilweise heute auch wieder ganz wild unterwegs. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Leider oder schade. Ne? Aber gut, so ist es halt manchmal und zum Glück ist ja nichts passiert. Von daher denke ich, können wir das alles relaxed sehen. Und nochmal, ich trage die Entscheidung völlig mit. Selbst wenn wir das Spiel verloren oder wenn Leverkusen das Spiel gewonnen hätte gegen Bremen, hätte ich das voll mitgetragen, dass man heute diese in Anführungsstrichen B-Mannschaft aufgestellt hat. Ja, ich habe es ja im Taktikfuchs auch gesagt. Dafür hast du diesen Kader, ja. Und ich meine, wenn Spieler wie Serge oder Liboy dann noch nicht mal die Qualität haben, gegen Bochum zu überzeugen, ja, dann musst du jetzt auch mal langsam Abstand nehmen von diesen Spielern. Ja. Sorry. Also, das war jetzt nochmal, was ich vorhin schon sagte, das war dieses Spiel, wo man sagen konnte, genauso wie Thomas Müller, so komm, jetzt könnt ihr nochmal zeigen, dass ihr ein Faktor seid. Ja. Selbst wenn Thomas Müller jetzt sagen sollte, ich möchte den Vertrag nochmal verlängern, muss der FC Bayern sagen, nein, Thomas, das macht sportlich keinen Sinn für uns. Ja. Punkt. So, dasselbe gilt für Liboy und dasselbe gilt nächstes Jahr für Gnabry, der wird den Verein nicht verlassen, der muss den Vertrag auch auslaufen lassen und gut. Ja. Vielleicht sollte man Gnabry im Sommer auch mal klar mitteilen, Junge, wir planen nicht mit dir, du bist nicht mehr Teil dieses Kaders, Alter. Weil das ist noch nicht immer durchschnittliches Bundesliga-Niveau, was dieser Spieler zeigt. Ja. Und nochmal heute gegen den VfL Bochum. Na? So, ich will den VfL nicht irgendwie schlecht reden oder sonst was, aber da musst du einfach eine andere Leistung zeigen. Als diese Art Spieler, der sich zeigen will, dass er doch noch Teil dieser Mannschaft sein kann, dass er doch noch ein sportlicher Faktor sein kann für diese Mannschaft. Das konnten sie nicht. Ja. Gnabry nicht, Liboy nicht, Thomas Müller nicht. Ja, sorry. Und dann musst du jetzt einfach, wir reden darüber oder wir haben darüber diskutiert oder es wird darüber diskutiert, soll man mit Joshua Kimmich verlängern, wegen Gehalt und bla und Sülz. Wenn wir über Joshua Kimmich diskutieren, Alter, dann müssen wir über die genannten Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht diskutieren. Dann kannst du mit diesen Spielern nicht verlängern. Das sind katastrophale sportliche Leistungen. Ja, Kimmich hat wenigstens noch gute sportliche Leistungen. Ja, meine Meinung und damit vielleicht noch eine Note zum Schiri zum Abschluss ist für mich eine Note 4. Schiri war heute unterste Kanone.
Für Harry Kane war kein Elfer, gehe ich mit, vielleicht um das noch kurz zu erwähnen. Ansonsten gab es viele strittige Szenen, ja. Auch gegen Ende hin noch, wo Stanisic im 16-Meter-Raum bei der Ecke, glaube ich, war es vom Bochumer, voll mit den Stollen auf den Fuß gelatscht wird. Da gibt es nichts für, gar nichts. Da war noch nicht mal als Kampf um den Ball. Natürlich war das auch keine Absicht. Ja, das war es beim Palini aber auch nicht. Da passiert gar nichts. Ja, ist für mich ein klares Foul, Alter. Es ist ein klares Foul im 16-Meter-Raum. Ja. Nee, sorry. Der Schiri war Katastrophe. Auch wieder mit Fahr, mit allen, die da auf dem Feld waren, war es eine Katastrophe. Auch das eine Abseits, was gepfiffen wurde, wo der Bochum aus der eigenen Hälfte gestartet ist. Ich meine, es war kein Tor. Ja, trotzdem wurde dann Abseits. Wäre es ein Tor gewesen, ist überprüft worden, alles gut. Aber auch sonst super krasse Fehlentscheidung, was Freistöße anbelangt. Ich meine, der Bochumer fällt über die eigenen Füße 3 Meter vom Linienrichter entfernt und der pfeift faul. Der pfeift faul. Ey, da war kein Körperkontakt, gar nichts von Michael. Ja, der ist über seine eigenen Füße gefallen. Der pfeift einen Foul für Bochum. Ja, Katastrophe, also wirklich. Schiedsrichterleistung war nicht gut. No. Aber gut, Leute, Haken dran. Wir haben weiter 8 Punkte Vorsprung. Jetzt sind es nur noch 9 Spiele. Alles ist gut. Mein Take bleibt bestehen. Wir sind klar Meister nach dem Spiel in Stuttgart. Und jetzt ist der Fokus auf Dienstag. Wir gehen mit 3:0 rein. Leverkusen wird heute, ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, wenn ich das Ergebnis sehe, wird Leverkusen auch Schonung betrieben haben. Leverkusen weiß, dass ein Urbich im Tor steht, was mit Sicherheit ein Faktor werden kann. Ja. Der heute sehr wahrscheinlich auch nicht so viel Selbstvertrauen gesammelt hat, wenn man 3 Hütten kassiert von, was war es, 4 Torschüssen oder 5. Auch wenn er nichts machen konnte an den Gegentreffern. Ja, natürlich wird auch eine andere Abwehrreihe da stehen am Dienstag. Trotzdem kann das ein Faktor werden. Ja, ich hoffe es natürlich nicht. Und ja, wir müssen halt einfach ein Tor machen. Ich denke, dann ist da Ruhe drin. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, am Mittwoch. Für mich sind wir weiter nach dem 3:0. Aber nichts ist so möglich im Fußball. Ja, und wer weiß, wer weiß. Wir haben es heute wieder gesehen, dass nichts unmöglich ist, nach 2:0 gegen den VfL Bochum in Führung dann 3:2 zu Hause zu verlieren. Ja. Natürlich keine Top 11 auf dem Platz, aber trotzdem. Also, ja, ich gehe davon aus, dass wir die Reife und die Frische dann auch haben werden. Aber nochmal, wenn Leverkusen die Tagesform hat, die wir jetzt hatten, und wir haben wieder die schlechte Tagesform, die wir im letzten Auswärtsspiel in Leverkusen hatten, dann kann das auch wieder anders werden, ne? Aber gut, Leute, über diese ganzen Bums, über die Niederlage heute gegen den VfL und die Aussicht aufs Rückspiel am Dienstag quatschen wir 18:30 Montag live auf Twitch. Schaut gerne vorbei. Schlusswort, weil die Niederlage heute vermeidbar gegen den VfL Bochum mit einer anderen Aufstellung. Wäre sie das mit Sicherheit gewesen. Ich glaube aber auch, wären wir mit 11 Mann auf dem Platz geblieben, hätten wir das Spiel auch nicht verloren. Aber am Ende hätte Fahrradkette, bringt keinem was. Ja, Gratulation an Bochum. 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf für den VfL. Und daher kann ich das heute einigermaßen verschmerzen und muss mich darüber nicht aufregen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende, Leute. Und nehmt es nicht so schwer. Alles ist gut. Wir haben ein Tor im Torverhältnis sogar noch ausgebaut. Ja, nehmt das mit. Und alles andere Dienstag zählt's. Tschüssi, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.